Und weiter geht's hier bei Twilight Princess HD, immer noch mit, wie ich gerade sehe, zu wenig Herzen. Hallo? Was ist plötzlich jetzt los? Aber irgendwie ist das Spiel plötzlich neu und anstatt dass man jetzt die Herzen da auffüllt, habe ich den Schaden vom letzten Mal nach Intus. Das ist mal ganz nett. Naja, egal. Ja, letzten Folge haben wir hier noch ein bisschen aufgeräumt, sprich hier in der Mine der Geronen halt vor allem noch den letzten Stempel geholt, jetzt wir den Greifhaken haben. Und dann noch, was war sonst noch alles? Der eine Höhle noch erforscht, da war noch die eine Geisterseele, genau. Und ja, mit dem würde ich jetzt eigentlich gerne heute noch ein bisschen weiterverfahren. Das heißt vor allem, ich will mir eigentlich für heute noch gerne 3 Herzteile holen. Die liegen sowieso mehr oder weniger auf dem Weg noch zum nächsten Gebiet und daher ist es eigentlich eine gute Ergänzung dann eben zur Hauptstory hin. So, jetzt der Weg ist zwar offen, jetzt müssen wir mal gucken, wo waren jetzt die... War schon hier, war? Ja, natürlich war sie hier. So. Jetzt noch gucken, was habe ich jetzt genau? Noch ein rotes Elixier, noch eine Fee, okay. Jetzt geht mir mehr darum, dass wir noch einen Kron haben, der nach Quellwasser braucht. Man könnte es hier theoretisch einfüllen, mich teleportieren oder zurückverwandeln. Das würde ja jetzt eigentlich relativ schnell gehen. Betonung liegt auf eigentlich. Sehr seltsam, ja. Der Kronen können irgendwie seltsamerweise ewig kann unter Wasser leben. Das ist schon ein bisschen verwirrend, dass sie keine Zoras sind, aber hey, was soll's. Es gibt Dinge hier auf Himmel oder in Himmel und Erde, die kann man sich einfach nicht erklären. Gut. Au. Wie das hier zum Beispiel. Können wir jetzt theoretisch jetzt transformieren. Genau, guck gar nicht hin. Jetzt muss man mal gucken. Das eine Herz, was ich holen will. Also es gibt 2 im Hylia-See direkt. Das heißt, eine ist, das haben wir schon mal gesehen, das ist die Höhle, wo ich mal erwähnt hatte, dass die ziemlich groß sei. Ich brauche aber erstmal eine volle Flasche Öl. Ja, das andere ist bei der Höhle zu, das ist eigentlich auch hier in der Nähe, sprich in der Höhle zum Lichtgeist von Ranel. Und das dritte ist die Eldin-Brücke. Das wäre hier im Norden, müsste irgendwo noch etwas sein, aber ich, Moment mal. Da kann man jetzt hin, weil die Brücke ist ja eingebrochen, erinnern wir uns. Sind noch ein paar Schattenwesen aufgetaucht, die gesagt haben, momentan kein Bock drauf. Könnte ich aber eigentlich jetzt auch noch machen. Gut, wir sind nach Fairone. Und zwar, verdammt, einfach ein Lampenöl, war. Na, geht auch hier. Schnell hier hinporten, du. Mal gucken, hoffentlich, dass wir noch ein paar Insekten auch noch finden für ein bisschen Kohle. Das kann vor allem in der relativen Anfangsphase ja nicht schaden. Und dann, was haben wir eigentlich sonst noch alles vor, wenn wir dann schon mal dabei sind? Gut, Geisterseelen, aber ist eigentlich nichts Neues. Was gerade? Aha. Ja, theoretisch noch Eponerhufen oder einen Falken, je nachdem. Zum Menschen, wenn man richtig erinnert, gab es doch hier auch noch irgendetwas. Und das bereits jetzt machen, ich glaube noch nicht. Okay. Dann, ja, Ausrüstung kann eigentlich nicht schaden. Pennt der? Das ist mir geweckt, ja, danke. Öl willst du? Bekommst du Nachschub, yo. Blub. Man sieht nichts von wegen blub. Aber egal, dankeschön. Gut, die Lampe ist wieder voll. Müsste zumindest. Jetzt haben wir hier, genau, das mit der Bombe, da man noch erwähnt. Ja, gut, wir können es mal aufbomben. Wie gesagt, ich habe jetzt Zweifel, dass sie bereits etwas tun können, aber gucken wir trotzdem mal. Genau, aber auch da und da. Das müsste uns aber wieder zu einem Herzteil führen. Ich glaube zumindest, so war es im Original noch. Okay, hätten wir das auch gemacht. Jetzt mal warpen und gucken. Wo ist denn hier das nächste? Das wäre erst hier oben wieder, war verdammter Mist. Aber echt hier.
Das habe ich jetzt natürlich doof gemacht, weil im Prinzip war doch hier noch ein Portal. Verdammt, da müsste ich noch hier am schnellsten hin. Hyrule-Stadt, da müsste ich hier über die Dinge und dann da wieder zurück. Mit Epona könnte es noch klappen. Ja, wir können es mal versuchen, Leute. Zurück nach Hyrule City. Yo. Ebene von Hyrule. Was auch sonst. Das ist bloß die Frage, wo kann ich jetzt hier Epona rufen? Das ist einfach noch ganz gut zu wissen. Oh, ist gerade in der Nähe. Da oben ist ein Insekt. Habe ich das bereits oder war das? Ich glaube, das hatte ich bereits, wa? Egal. Komm zu mir, Epona, mein treues Ross, du bist der Boss. So. Ja, und dann denke ich mir natürlich noch, wenn wir schon in Hyrule See sind, gibt es dort auch noch eine Wolfsstadt, die schon anheulen kann. Denke auch in dieser Folge noch. Und wer weiß, ob wir dann sogar vielleicht noch eine neue Technik lernen. Schon wieder. Dann gibt es noch nicht viel zu tun, aber auch ja meistens noch irgendwas anderes. Ein anderes Item oder so etwas. Alter, ja, Schloss Hyrule. Das soll echt alles Santo sein. Ich meine, gut, unser Zusammentreffen mit ihm, das war ziemlich lame von uns, muss man leider mal zugeben. Der hat das ziemlich auseinandergenommen, aber andererseits, dass das von ihm sein soll. Aber er hat ja erwähnt, dass die Magie, die er von seinem Gott bekommen hat, übermächtig sei. Das ist schon seltsam. War jetzt irgendwie erst, wo Zelda halt ihr Triforce-Fragment eingebüßt, weil sie es so auf Mina übertragen hat, oder vielleicht gar nicht das, aua, vielleicht gar nicht das Triforce-Fragment selbst, sondern einfach nur die Magie dahinter, keine Ahnung. Und schon wieder, wie können die mir genau abpassen? Eigentlich müsste ich ja schneller sein. Eigentlich. Wow. Ja, dass das passieren muss, war irgendwie klar. So, wo war denn das jetzt? Wo bekam ich hier noch ein neues Herzteil her? Wow. Ja. Das ist ein bisschen doof. Ja, da ist so die Platzmache ein bisschen sehr doof sogar. Da macht er lieber das Wolf. Mein Wirbelattacke würde theoretisch klappen, aber da bin ich im Hindersattacke eigentlich besser bedient. So, Portal erscheine bitte. Weil frage ich mich gerade, wie können eigentlich Schattenwesen in der lichten Welt existieren? Schon ein Thema sind. Oh, ja. Wow, hallo? Ne, hier fehlt es eine Brücke, da müssen wir jetzt mal... Was ist denn da hinten noch? Hinten noch kein Kommentar dazu. Dort ist er. Naja. Soll der mal noch ein bisschen machen. Übrigens, wenn wir schon am Thema sind. Epona. Hallo Epona, wir können ja sprechen miteinander. Auch in einer neuen Gestalt kenne ich dich. Michael, finde ich schnell zu einem wahren Selbst zurück. Irgendwie crazy, wa? Ich meine, so... Naja, ist ja eigentlich unser wahres Selbst, wenn man so ehrlich gesagt sehen will. Mein Wolf ist doch cool, eigentlich. So, der Mensch. Ja, das macht Fun. So, und hier müsste noch irgendwo ein Herzteil geben. Da müssen wir jetzt noch ein Goldinsekt, schon mal sehr gut. Vielleicht sogar irgendwie Partner.
Wer weiß das schon? Was ist anders? Nö, ich glaube, die haben wir noch nicht. Ja. Ich meine, es ist Eldin-Gebiet, oder? Und so etwas Ähnliches käme nachher so Ocarina of Time noch, dass wir irgendwie so eine Art Goronmine 2.0 hatten. Okay, Eisenboots. Müssen wir natürlich auch platt machen. Ach, dieses Scheißviech da unten. So, kommt er jetzt? Nö, kommt nicht. Okay. Ja. Du, 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 du. Lalalala. Servus! Tja, Wasserschwert ist eben imbar. Das war schon immer so. Außer bei Link to the Past und Link Between Worlds. Nö, du musst mir erstmal zum Goldschwert upgraden. Naja. So, wie sieht's hier aus? Auch da wieder. Tschüss. Aber direkt in der Mitte. So schnell kann's gehen. Zack. Was haben wir hier Schönes? Ein 20er. Jo, wie immer. Geil. Gut. Könnt ihr mal nachgucken, ob es da noch etwas gibt. Ich glaube aber sonst eigentlich nicht mehr. Nö. Habe ich hier noch irgendwie... könnte schwierig werden. Ach du Scheiße, da unten sogar. Ja, man sieht's hier, also runterfallen kann man machen, das sollte man aber nicht. Geht auch lieber hier runter. Wow, war noch ein bisschen knapp. Hallo! Was haben wir dazu? Da geht wieder raus. Interessant. Und hier haben wir bereits das Herzteil drin, oder? Yo, das Herzteil. Das weitere müssen wir eben auch in diesem Part noch hinkriegen. Jetzt aber erstmal natürlich was... verdammt. Brauche noch ein bisschen... Ja, das ist immer so mit dieser Höhle, die ich gemeint habe vorhin. So ein bisschen speziell. Wenn ich dann nicht mit einer vollen Lampe reingehe, könnte es eng werden. Stempel Herzteil erhalten. Okay, interessant. Stempel Herzteil. Ja gut, wieso nicht? Ah, gibt es noch Herzcontainer am Schluss? Wer weiß das schon. Gut, gehen wir uns zu Ranel, holen wir uns das nächste Herzteil und dann zur Höhle da in der Nähe. Wobei, ob er die in dieser Folge schafft, ist eine andere Frage, weil die sind nach 10 locker und jetzt abgeblieben. Okay, da kommen wir zumindest zurück. Ich will mal testen, war. Weil eigentlich will ich mich jetzt mit Midna zurückporten, aber theoretisch könnte das ja noch ganz gut sein. Also ziemlich die einzige Stelle hier im Spiel, wo ein einziger Greifhaken bereits ausreicht, noch irgendwie Herz oder sonst etwas zu holen. Weil nachher wird es damit ein bisschen schwieriger. So. Ja. Ein bisschen was war es noch. Gut, wenn man sagen, sind Eldi wieder mal und natürlich auch Fayon und Latuan, dankeschön. Bis jetzt am Ende gehen wir zurück zum Hylia-See ins Gebiet von Ranel. La 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 du du du. So, da oben sind noch was zum Heulen, das machen wir später, da muss sowieso erstmal zur Höhle zurück. Da ist auch noch eine kleine Truhe, das müsste glaube ich... Ne, muss von der anderen Seite her.
Oh, das ist eine gute Frage. Wie kommt man eigentlich da hoch? Da oben hat es 2 Höhlen. Hallo? 2 Höhlen, sag ich schon. 2 Truhen. Runterfallen aus wäre ja uncool, weil man muss von der Höhle selbst rein, wa? Lalalala. So, dann mal Lucky Lucky machen. Hier haben wir wie gesagt Ranel. Ich glaube, Quatsch kann man in dem jetzt nicht mehr. Da momentan kein Bock mehr auf uns. Naja, selber schuld. Kann man theoretisch noch runter sinken lassen. Ja, wieso eigentlich nicht? Fünf Rubine haben es richtig gelohnt. Ja, vielleicht mal das wieder anziehen. Okay, verarschen an schlecht. So, gar nicht mal so übel. Dann wieder, ja, bitte wieder hoch. Schwimmen, Link. Ach, diese Schwimmsteuerung, ey. Junge, Junge, dieser Ranelle, was hier unten alles bunkert. Wobei es natürlich eine andere Frage ist, warum zum Henker, dass man, wenn man Felsen zerstört, für Rubine kriegt. Aber gut, das ist halt Zelda-Logik. Das ist natürlich auch ein kleines Problem. Ja, wobei, so geht's ja eigentlich. Sehr schön, ich glaube, hier unten gibt es sonst nichts mehr. Nö. Dann, wo gehe ich jetzt am besten? Na, ich glaube, da oben geht's entlang, wa? Für das nächste Herzteil. Jo. Jo, Link, bitte hoch. Dankeschön. Das müssen wir noch so hinkriegen. Haben wir hier noch eine geheime Öffnung? Haben wir hier noch irgendetwas? Nö, da geht's bloß runter. Da hat gerade Ding das Kokiri-Symbol, ist aber ein Schlangensymbol. Oh, okay. Schon krasser, ursprünglich waren es irgendwie Drachen und so. Also ein Skyward zumindest. Und jetzt irgendwelche sonstige Tiere. Wasserbomben. Geil. Not bad. Gut, ich glaube, der braucht jetzt nachher auch nicht mehr. Was ich sicher noch brauchen werde, ist... wie mache ich das jetzt mit Anordnung? Und das nächste Herzteil. Glaube zumindest. Und wie ich recht habe, yo! Nice. So, der Part ist fast noch vorbei. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir jetzt noch Zeit genug hätten. Wieso zum Beispiel aber dort einen Greifpunkt? Wobei, zack, wir brauchen einen Doppelhaken dafür, wa? Weil dorthin sehe ich auch noch eine größere Truhe. Aber dürfte ich ja echt kein Herz mehr geben. Was heißt, da kann man vermutlich nur mit dem Doppelhaken hin.
Vom Anfangsgebiet her, also sprich vom Anfangsstandort, kann ich mich zwar, denke ich, locker dahin ziehen. Ups. Entschuldigung. Genau, so kommen wir vermutlich, naja, mehr oder weniger locker hin. Ja. Das klar, nach dem Doppelhaken nämlich da weiterziehen und dann darüber ein Stockwerk höher. Andere Seite noch ein bisschen, damit es eigentlich noch höher war. Ach du Scheibenkleister. Gut, aber das geht wie gesagt erst später. So, was machen wir jetzt noch ganz schnell auf die Schnelle? Ja, ich denke doch mal, das Wolfskill können wir dann ganz kurz noch anstimmen. Und dann die nächste Folge. Ab zu dieser großen Höhle dort. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, gab es ein Herzteil, dann viele Rubine, vermutlich mittlerweile wieder 1, 2 Stempel. Ich glaube sogar 2, 3 Geisterseen. Es gab dort echt viel, muss man mal so sagen. Und daher, jo, lohnt sich durchaus. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Genau, dort hinten wäre es dann, aber eben erst im nächsten Part. Jetzt ganz... Wobei ich gerade überlegen, wo ist ein anderer Typi? Das sollte oben sein, wa? Ich glaube, ich sehe ihn sogar. Oh. Das ist ganz fies. Nicht ganz, wa? Ups, ja, jetzt sehe ich's. Soll fast gewesen sein. Tja, manchmal fehlt echt nur eine kleine Oktave. Sing doch schon. Ja, komm ja. Jetzt haben wir echt da links im Hintergrund voll irgendwie die Symbole gesehen von den 7 Weißen. Also sprich von den Weißen sogar noch aus Queen of Time. Und jetzt sogar noch das Lichtsymbol noch ganz. Dann ist eins irgendwie abgebrochen. Das sieht aber nicht aus wie das. Das Feuersymbol ist noch da. Seltsam. Du sollst einen der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Tschüss, Mann. See you later, Alligator. Seltsamer Typi. So, wie sieht's aus? Ja, der ist in der Gerudo-Wüste. Schön, dass er direkt so angezeigt wird. Das ist ein totaler Spoiler. Aber ja, gut. Man weiß es im Prinzip. Da haben wir die Gerudo-Wüste, Freunde, da drüben. Und dort ist er dann. Aber eben, dass wir noch ein bisschen dauern, bis wir da sind. Ich glaube, auch wenn wir da mit dem Typen, mit dem Kumpel von Telma quatschen, müssen echt in die Wüste gelangen, könnte es noch ein bisschen länger dauern. Aber egal, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben keine Eile. In diesem Sinne mal, danke fürs Zusehen und... Ja. Eine Fee? Hier? Ist jetzt hier eine Fee? Hat sogar aktuell nicht, aber ist gut. Nee, ich habe... Ist schön, ja. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mit der coolen Fee. Navi, bist du das?